Schönen guten Abend alle Guten. Schön, dass ihr den Abend hier seid. Ich bin ganz froh, ich Muriel Prieur begrüßen zu dürfen, Co-Kuratrice von der Expo da oben. Dann guckt ihr sein Gesicht, eine neue Facette von unserer Sammlung. Genau, wir haben die Expo zusammen kuratiert und ich meine, Muriel hat ganz neue, frische Blick auf das Ganze erlebt und als bereichert neue Facetten von Kutter zu entdecken, die vielleicht sonst noch nicht so bekannt sind, wobei sie von unseren bekanntesten Maler zu Lützeburg aus noch so in der Literatur vielleicht noch nicht so abgeschafft ist, nämlich seine Maltechnik. Wissen abs zu Muriel ist ein Werdegang. Muriel hat also Restauration von Kunstwerken auf der Cambo zu Breslau studiert, mit einer Spezialisation an der Polychromie von Holz. Nach einem Stage beim IRPA hat sich selbstständig gemacht und hat vor allem von der Studie von historischen Gebäuden und vom Patrimoine religiös geschafft. Parallel war es auch responsabel 15 Jahre lang von der Kollektion vom Grand Duc. Also seit 2016 sind wir ganz froh, heute bei uns zu haben, als Chef von vom Departement von der Restauration, von der Regie, vom Depot und von unseren Atelier. Voilà, das wäre mein Deal. Ich schreibe mich auf die Mühle als eine Konferenz und ich wünsche euch alle einen ganz schönen Abend. Merci. Ja, moin und merci, dass ihr zu so viel gekommen seid. Ich erzähle euch heute Abend etwas über den Kutter, seine Maltechnik und die Probleme, die dann natürlich auch mit sich bringt. Das weiter nicht über die Maltechnik vom Kutter publiziert gehen. Par contre, haben wir leider Musee 92 Werke, die alle guten ein Témoignage von seiner Technik sind, was praktisch als für eine Tüte zu machen. Außer denen Sachen, die leider Musee sowieso sind, habe ich aber auch noch auf Fotomaterial von verschiedenen Werken aus privater Kollektionen geschafft. Was auch interessant ist, was ein Edmond Tillmann hat, als Korrespondenz von Jan Gresshoff, dem Kunstkritiker, wo sie auch teilweise über dem Kutter sein Arbeit korrespondiert tun an die Probleme, die er eventuell mit seinen Bildern hat. Kutter selber hat auf 34 auch ein Interview gegeben, wo er ganz kurz über seine Maltechnik schwätzt, was auch interessant ist, eben sein Vu auf seine Art und Weise zu schaffen zu sehen. Der Joseph Emil Müller, den der Kutter auch kannt hat ein paar Kommentare an seine Bücher über den Kutter zu der Maltechnik gehen, dass er ganz kurz auch nehmen an natürlich Katalog Raisonné, auch von denen nicht wirklich über Maltechnik schwätzt, hat aber ein paar Indizien, wo er Sachen damit konfirmieren kann. Das heißt, was ich probiert habe zu machen, ist eine Charakterisation von der Technik, von dem, also schon allein genannt, Artiste Mature. Das heißt, auch der Kutter ist durch verschiedene Phasen gegangen, hat sich inspirieren gelassen, eher an seinen wirklich eigenen Stil, an eigenen Weg gefunden hat. Aber ich werde über den eigenen Stil schwätzen heute. Und viel mehr spezifisch an der Olichmalerei. Ich kenne ein paar Beispiele von anderen Sachen, aber ich werde hauptsächlich über die Olichmalerei schwätzen. Wie sind wir vorgegangen bei uns? Das heißt, außer bibliografische Recherchen und an der Literatur, Sachen zu finden oder an Archiven, also hauptsächlich darum gegangen, Konstatationen auf die Werke zu machen. Und das war nicht anders als für ein Kutterseewerk wie für eine andere Malerei, eine Altmalerei oder eine moderne Malerei. Die Restaurateure fangen immer mal an mit gucken, man bloßen an, aber von anderen Dingen dann auch mit Vergrößerungen, Mikroskop oder Binokulär. Wir benutzen auch verschiedene Typen Luten, für ein bisschen mehr weit zu kommen. Das heißt, aufhängen bei einer Etüde als immer mehr genau gucken, wie man bloßen Arm machen kann. Dafür hält dann, was wir binokulär nennen. Das heißt, das ist eine Vergrößerung, das funktioniert nicht wie ein Mikroskop, weil nicht seitenverkehrt ist. Das ist wirklich just nur eine optische Vergrößerung. Verschiedene Luten benutzen wir dann auch für mehr rauszufinden. Leider das typische Bild an Lumière rasante. Das heißt, Lut geht wirklich an einem ganz platten Winkel zum Bild gestaltet, für das in alle Relief gesagt, alle Deformationen gesagt, und von den verschiedenen Informationen, notamment, wenn in der Farbschicht die gesagt, noch vielleicht etwas drin liegt. Weil bei diesem Bild platzenweise ist,
Ich gucke mal, ob ich gleich eins Kinder mache. Da zum Beispiel gesehen, dass da etwas passiert. Da ist ein Relief, da ist auch etwas. Das heißt, ich verstehe schon eigentlich, dass da irgendetwas anderes nach los ist mit dem Bild. Infrarotbilder ist auch immer interessant, für ein bisschen mit Dave und Matthias zu gucken. Leihweise ein Bild von einem anderen Projekt, das wir hatten, weil ich vom Kutter, von der Infrarotaufnahme kein Foto gemacht habe. Der leihweise Projekt 2016 bei der Bautsausstellung haben wir Infrarotfotos am Irrbar gemacht. Wir haben ein anderes System wie den Leih, mit das immer eine Kamera oder einen umgebauten Fotoapparat und hat den dann ein Source, was zwar laut ist, mit geht dem Text eigentlich. An die Wellenlänge, die penetriert eigentlich an die Moldschicht dran, für Sachen, die unter der Oberfläche sichtbar zu machen. Ich weiß nicht, ein anderes Beispiel. Da das Bild, die seht vielleicht da, gesagt in der Unterzeichnung, was nicht mal bloß sichtbar ist. Ich muss probieren herauszufinden, für eine Unterzeichnung zu finden. Oder das Bild beim Champion, was eine Infrarotreflektografie ist. Dem Guter sein Farbschicht ist einfach zu dick. Und liest so eine Analyse nicht so. Wir hatten nicht bald gedauert, wir wollten aber nicht mehr sicher gehen, für es herauszufinden, dass das wirklich konfirmiert. Das bringt es noch nicht weiter. Ein anderer Typ, physikalische Analyse als UV-Bilder, das heißt, verschiedene Materialien fluoreszieren einer UV-Lut, ihr kennt das ganz bestimmt aus den Diskotheken von früher mit den blauen Luten, wo ihr dann auf einmal ein strahlend weißes T-Shirt hat. Ne? Oder die Kontaktlinse so müllig ist. Ja, das ist genau das Phänomen. Und damit gesagt, dann, da weiß ich, bei dem Projekt, den wir kürzlich gemacht haben, über Mansfeld-Porträts für eine Ausstellung am Lützeburger City Museum. Da ist ein Projekt, das letztes Jahr war, oder das vorletzte Jahr war, über eine Restauration. Das ist ein Foto aus dem Institut Royal du Patrimoine Artistique von Bresel. Auf der Seite, soll mal links. Ja, links hat die Normalsicht, rechts hat die UV-Lut, und du siehst da schon, was passiert, dass du gesagt in alle guten Retusche, weil das ein anderes Material ist. Das ist auch das haben wir benutzt für verschiedene Sachen, ob manchmal um Champion und 2, 3 andere Bilder zu verstehen beim Kutter. Da komme ich mich später noch ein Kehr drauf zurück. Und wir haben einen Kupp gemacht oder 2 Kuppen gemacht. Das heißt, du hast einen klitzekleinen Stückchen Farbe. Oh, die seht nicht dasselbe wie ich. Da, ne, wo ist die Dia dann? Oh, ich finde einen Dia, den ihr nicht gesehen. Ah, du hast sie. Okay. Voilà. Das heißt, du holst ein Mini-Kleistückelchen Farbe aus der Moldschicht raus und ein paar Steine zwischen 2 Plexiglastypen. Das heißt, da, die Pinkelchen, das ist die Moldschicht, die wir präleviert haben. Also der Plexiglasküber so groß, für eine Referenz zu gehen. Ne? Da ist ein anderer Kupp von einer Mauer, das steht also ein bisschen groß, das gesehen, dafür habe ich Stadt dahinter gesagt. Das ist zwischen den 2 Plexiglasküben, hat den dann, wenn es angeschlagen war, eigentlich Tranche von der Farbschicht, die ausgesehen so ein bisschen wie Schwarzwälder Kirschtorte. Und die guckt den dann unter dem richtigen Mikroskop mit einer großen Vergrößerung, für zu verstehen, wie die Schichten über die Nähe kommen und wie viele Kuschen benutzt sind. Das haben wir auch gemacht beim Champion, da kommen später auch noch drauf zurück. Aber was wir noch machen wollten, wo wir keine Zeit mehr hatten, weil der Herr den machen sollte, krank gehen ist, das ist ein XRF-Mapping. Ich weiß nicht, da von dem Porträt von Fedrun mit der UV-Lut, weiß nicht, Bilder. Das ist das Röntgenfluoreszenzstrahlung, wo so ein Apparat Bild soll mal oft hast, mit könnt nicht wieder alle einzelne Pinkelchen vom Bild geguckt. Der stellt die Atomen eigentlich fest. Anhand von den Atomen, die ihr findet, kann die Schlussfolgerung ziehen, ob Pigmente, die benutzt sind. Die seht, da oben zum Beispiel, alles was Calcium ist, da hat er der Blei, da haben wir Chrom zum Beispiel. Ne? Und so kann ich da Rückschluss ziehen, ob Pigmente, die benutzt sind. Das war aufgrund dieser Ausstellung nicht mehr möglich. Und Bildergeologen wissen, das heißt, wir holen im Moment gar keine Achse, weil das Publikum Achse auf Bilder hat. Dafür machen wir das dann weiter nach der Ausstellung.
Mir für ein bisschen, um bei meinem Thema zurückzukommen, dem Kutter seine Lieblingstechniken sind eigentlich Fusain op Pobaya. Ich erzähle, was Fusain heißt, Kohlen op Pobaya, Gouache, die in teilweise aquarelliert, an Olischmalerei. Formate, die benutzt hat, sind echt Kleeformate bis mittelgroßformate und hat eigentlich schon 2 ganz Großbilder gemalt, soweit ich das weiß, für die Weltausstellung von 37. Die hungen an dem Alle-Museum immer an der Entree, und seitdem das neu gebaut wird, hungen die am Kuttersaal. Wie kann doch auch nicht das sein? Die Säle haben eigentlich auch, wenn es dem Kutter seine Bilder den Namen kriegt. 2021 haben wir sie einfach aufgeholt, weil wir sie immer an der Panno verstoppen, für andere Sachen können abzuhängen. Einfach ein Risiko war für die Konservation. Das heißt, wir haben sie aufgeholt, weil sie nicht durch die gegangen sind, haben wir sie ein bisschen aufspannen und abrollen, für sie mal im Kamion in Depot zu holen. Das sind die einzigen Großformate, die er gemacht hat. Was die Träger von der Olischmalerei angeht oder von seiner Malerei am Allgemeinen, gibt es eine gewisse Hierarchisation an den Supporten. An seinen Zeichnungen benutzten eigentlich ziemlich schlechte Pobaya, den auch immens Gel genossen. Die meisten Zeichnungen vom Kutter haben schon bald so einen orangen Ton. Teilweise benutzten Pobaya auch recto verso, das ist von den Beispielen, wo wir ein Encadrement müssen abmachen für die Ausstellung. Und da hat meine Arbeitskollegin, Pobaya-Restauratrice Francesca, hat festgestellt, dass man eigentlich 2 Kutteren für einen, haben drauf als nach einen. Aber das ist öfters der Fall. Möchte auch technische Details oder Vierzeichnungen haben auf der Toile von anderen Bildern. Das heißt, Vierzeichnungen also ein bisschen, ob das was an der Grab kriegt, mit dem Souci d'Ökonomie einfach. Dann für sein Gouachen, was wir dann hauptsächlich Chiemsee-Zähne sind oder mal Blumen, hielten aber bessere Pobaya, weil das ja auch für die Wand gedruckt war. Und für sein Olispieler hielt der Ball nicht mehr Toilen, wir noch 2 Kartons und 2 Panoen mit großer Majorität als aber Toile. Da komme ich auch schon zur Toile. Ich werde heute nicht über die Karton und Pano schwätzen. Ich werde hauptsächlich über Toile schwätzen, weil das wirklich repräsentativ ist. Das heißt, wir haben 42 Olispieler an der Sammlung. Davon sind 2 Panoen und 2 Kartons. Das heißt, die große Majorität sind Toilen. Aber von denen Toilen, was interessant ist, sind nur 6 industrielle Toilen. Das heißt, die präpariert gekauft sind oder sogar abgespannt gekauft sind. Die anderen Toilen sind alle guten, ob Chassis mit Keiler abgespannt, für die bisschen Großformate mit Kreuz. Das ist das aber eine relativ gute Qualität, eine Souci, für das ordentlich zu machen. Das Leinen, und es hat ein Armure Toilette, das ist einfach von man die Einrichtung und dann an die andere, so wie ein normal gewebten Stoff. Und sie sind immens dicht gewebt, relativ fein. 20 fährt man die Einrichtung, 14 an die andere, weil den sich nicht unbedingt für so eine Deckfarbschicht erwarten. Sie sind gespannt mit Nählascher, die relativ weit auseinander sind. Und Bohrer sind auch nicht wirklich im Chassis aufgeschnitten, ein bisschen lang meistens, und dann haben einfach umgeschlagen. Dann Grundierung, wie schon gesagt, sind 6 industriell grundierte Toilen dabei, die anderen sind just nicht ob der fast grundiert, dann Bohrer sind nicht grundiert, so dass unzuholen ist, dass der Kutter sie selber grundiert hat. Die Grundierungen sind normalerweise weiß oder hell. Schon ich eben just immer einen Kup dran gemacht, wo ich für drunter erklärt habe, die Technik mit dem Plexiglas. Das heißt, das weiß, das ist die Grundierung und das Blut ist die Farbschicht. Und leider dann die UV-Lut von der Kup. Und wie gesagt, verschiedene Materialien fluoreszieren eben. Und ihr seht hier lauter kleeweiß-Pinkelchen. Und das ist typisch für die Fluoreszenz vom Zinkweiß. Das heißt, für seine Weißpräparation hat er auch noch ein Weißpigment drin gemacht, für sicher zu sein, dass es auch schön weiß ist. Das bedingt letztlich am Wasser. Wir haben noch keine Analyse gemacht, das wird auch an der zweiten Phase kommen, sodass ich unholen, dass der Lion mixed ist,
Natur kann ich aber nicht weiter darüber erzählen. Aber was interessant ist, dass die Präparation sich auch teilweise durchstreckt und dass es dann um Reck wirklich gut gesagt, weil unter der Moldschicht gesagt haben sie natürlich nicht mehr. Dann seine Zeichnungen, eine ganze Serie von seinen Zeichnungen kann ihn als Präparation für Bilder gesehen. Das ist beim Schaukelpferdchen der Fall. Das ist beim Fischer der Fall, mit nach eine ganze Reihe Beispiele, wo das auch ganz klar der Fall ist, dass Zeichnung eben Bild vorausgeht. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, okay, er hat vielleicht eine Vierzeichnung vorbei gemacht, aber wie übertreten das auf seine Leinwand, malten einfach drauf los, weil er eine Zeichnung hat, übertreten sie. Bei den Gouachen, wenn man anfängt, Gouache ein bisschen mehr zu diluieren, für zu aquarellieren, so ein Schlummel, du gesagt natürlich, dass aber die Formen, vielleicht mit dem Bleistift oder mit irgendetwas angedeutet sind. Beim Champion hatte ich gesagt, mit der Infrarotluze, man nicht durch die Materie kommt, das heißt, da konnte man nicht gesehen. Par contre, hat er manchmal ein paar Indizien, wie beim Debarcadère, da ist keine Farbe drauf. Und da gesagt, denn so ein Kreidschaffuhr mit Kohle gemalt, das heißt, da war irgendetwas. Kind hat den noch nicht so ausgemalt, hat, aber da war irgendeine Zeichnung. Und was wirklich interessant ist, dass da das Bild gibt, das nicht fertig ist, wie gestorben ist. Und das erklärt es, erweist es natürlich immens viele Sachen, er konfirmiert Hypothesen. Das ist leider ein Bild, wo da ganz klar Elemente von Zeichnungen gesehen. Du kommst nach mir später drauf zurück. Was hat er benutzt, für zu malen? Ups, die sieht nicht dasselbe wie ich, das ist zwar witzig. Da? Ja, du hast es da. Das ist ein Hotelweis mit dem Couteau à Palette gemalt, was aber nicht die Majorität von seinen Bildern sind. Meistens malten mit einem platten Pinsel, traditionell so Schweinsbuchten, die ein bisschen mehr fest sind, aber eine gewisse Souplesse haben, holen ich mal an, weil ein gewissen Empartement das strukturieren kann damit. Schollen auch an, mit das etwas, was mit Analysen her zu belegen ist, dass ein industriell präpariert Farbe an Typen benutzt hat, weil das sich wirklich zwischen den zwei Weltkriegen demokratisiert und dann noch die Norm gibt. Und dreht sein Farbe undurchsichtig ab. Das ist kein Glasier, kein Lavien, wirklich dick abgedroht, bald nicht verdünnt. Das gesagt den auch Pinselstrich. Was auch interessant ist, dass kein Fondue oder so möchte. Das heißt, ein surcouché oder setzt neben den Nähen verschiedene Farben für modelliert zu gehen. So ein bisschen, wenn ich mit Gouache malen, mit Olischfarbe. Das heißt aber auch, dass sein Kuschen müssen rechnen, für drüber zu malen, dass es also keine ganz sehr Malerei kann und dass wahrscheinlich auch Sikative benutzt hat, für überhaupt können weiterzuführen. Also Sikativ, also Produkt, den in Antolischfarbe möchte, für das sie mich sehr dreschen. Und dreht sein Matt ja dann relativ unverdünnt ab, sodass Pinselstriche sichtbar sind, wie der Leute sieht. Wir werden aber auch möchten, dass den Kompositionen ändert und dafür dann eben immer drüber malt, sodass manchmal der Pinselstrich, den ihr gesagt, gar nicht mehr mit der Form zu tun hat, ne? Weil die Form her nur oben drüber könnt, vielleicht mit meiner Fahrer, wie das was drin war, und dann hat er eben so Bilder wie das Lo, wo ihr merkt, dass etwas anderes muss drin sein. Und natürlich geht das relativ dick von der Materie her noch. Dann, wenn es zu dick ist und etwas anderes will, geht ein Druckkratzen. Entweder mit einer krontierten Spachtel oder wie Leim mit einer platten Spachtel. Du siehst ja ganz gut den Zack, wo ihn angesagt hat. Die Sachen sind normalerweise nur just nach am Streiflicht sichtbar, weil sie nicht geduld sind, für gesehen zu sein. Da weisen sie den Debarcadère nach einem Keier, wo wirklich immens viel rumgekratzt gehen aus, sodass man Leute unholen, dass effektiv vielleicht noch etwas anderes Hannen drin ist. Das Bild weisen wir an der Ausstellung von Hannen und das ist immens interessant, weil du aus Hannen drauf eine Vierzeichnung für ein Bild, was
viel mehr ist. Das ist noch ein anderes Datum drauf. Das ist ganz probabel, dass unter dem Bild noch etwas anderes ist oder war. Aber mit dieser XRF-Analyse hoffen wir natürlich, da ein bisschen mehr rauszufinden. Leihweisen sehe ich dann meine Schwarzwälder Kirschtorte. Du seht das schon, das ist da. Das dunkelgrüne Hintergrund. Und ihr seht, das braun, das grün, das blau, das rot, das ein bisschen mehr ocker, und darum dann grün und blau, und so geht das weiter. Das heißt, baut eigentlich auf Fur et à mesure seine Kompositionen mit Farben ob, die verwirft, wo drüber malt, wo raufkratzt, weil die Kuba so ein bisschen mehr groß und du seht den zum Beispiel auch, ne? Du hast da keine Farbe mehr da von der Roda. Die hatten da wahrscheinlich schon raufgekratzt, für etwas Grünes drüber zu machen. Und das ist wirklich so, wie er progressiert, bald an all seine Bilder von den 30er Jahren. Wenn sein Bild bald fertig ist, möchten dann also rohen, sieht er ganz gut, wie drüschen sein Pinsel war, aber wie strukturiert Matja innen drin war, weil der Pinsel, die springt quasi von Krät zu Krät und setzt da just nicht mehr nach oben, ob dem strukturiert ein bisschen Farbe auf. Wenn das bis fertig ist, möchten schwarz zernen. Und die Konturen, die möchten eigentlich mit einem anderen Typ Pinsel, weil der sieht ganz klar, dass das etwas Schwarzes muss gewusst sein. Die Farbe war auch viel mehr flüssig. Am besten gesagt, das eigentlich an der Form Accoudé, wo es ganz, ganz markant ist mit den schwarzen Streifen. Wir waren da ein bisschen aufpasst, fand er das systematisch auch an seinen anderen Bildern. Am Mundschmoll, am Platz dann eine schwarze Kontur zu machen, graviert. Das seid ihr nicht so immens gut. Mit dort ganz bestimmt den Stil von seinem Pinsel geholt und dann hier rundherum gefahren. Und du seid ihr dann auf den weißen Plätzen eigentlich das Superraum frei. Der Kutter verniert wahrscheinlich sein Bilder. Wir haben UV Foto gemacht von einer Reihe von seinen Bildern, die an dieser Kollektion sind, mit die nicht dieselbe Provenienz haben. Aber wir haben überall dieselbe Zucht Fluoreszenz, von so einer blauen Fluoreszenz, was auf ein Naturharz hinweist, aber mit derselben Art und Weise wie abgedroht ist. Ne? Mit einem ziemlich schmalen Pinsel an alle Richtungen ein bisschen. Lei geht es so und so. Aber wahrscheinlich hat er das gemacht, weil dadurch, dass er so viel über den Nähe gemalt hat, dass er aufgekratzt hat, dass er ganz bestimmt Zikative benutzt hat, hat er noch ein ganz unregelmäßig blinkig Surface an der Vernis drauf zu machen, unifiziert natürlich das. Aber auch da werden wir mit Analyse wahrscheinlich mehr rausfinden. Und da werdet auch der Wert für eine ganze Kollektion in der UV-Lut zu gucken, für zu gucken, ob das wirklich systematisch passiert ist. Ich gebe euch dann auch, nachdem es das mal ein bisschen abgelöst haben, Werte benutzt hat, ein bisschen schwätzen über wie er geschafft hat. Weil das war etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, so, wenn ihr eine Kutter sehr guckt, fand ich gesagt, das relativ spontan aus. Aber wenn ihr sich dann ein bisschen mehr damit befasst, seht ihr sich, ja, das hat ja ein bisschen rechnen, das konnte ja gar nicht so sehr passieren. Ne? So dass ihr ein Gefühl hat, dass etwas extrem Gebautes, etwas, was über lange Zeit hat müssen elaboriert gehen, obwohl es teilweise nach spontan ausgesehen. Und da ist dann interessant, ein bisschen an der Korrespondenz oder an Archiven zu wollen, weil du findest dann Indizien, die das bestätigen. An seinem Interview 34 mit der Illustrierten Wochenzeitung A bis Z seht ihr ganz zum Schluss just nur so einen langen Satz über wie er schafft. Und ich schwätzt unter anderem da von seinem Bild vom Fischer, aber ein bisschen komisch ist, dass ihr seht, ich habe 5 Jahre geschafft, weil eine komische Zeitdauer ist. Ne? Und ihr seht selber, ja, schaffen dann immens lang dran. Und dann irgendwie geht das Ganze ja fertig und du willst gesagt spontan aus. An der Spur sind wir dann auch noch gegangen, just einmal mit dem Fischer, weil den aber relativ dokumentiert ist. Es gibt ein Bild vom Fischer, aber es gibt ein paar Zeichnungen, es gibt Gouachen, und das etwas, worüber er selber geschwärzt hat, eben an dem Interview, mit das aber auch etwas, was an seiner Korrespondenz mit Jan Grasshoff auftaucht. Und zwar über 5 Jahre. Was dann auch interessant ist. Ne?
Ich weiß nicht, ich einfach durchnehmen, Zeichnungen, Gouachen aus Privatkollektionen oder aus ISA-Kollektion. Es kann eine gewisse Chronologie dran machen, dadurch, dass der Fischer für die Stange an der rechten Hand hat und nur an der linken, ein Fisch abhebt, an anderem nicht mehr. Also, mit da will ich noch gar nicht drüber reden und geht eigentlich echt darum, dass der Kutter mit seinen Bildern gekämpft hat. Ne? Ihr seht dann auch, schlussendlich das lesen, dass er frisch fängt, dass er Sachen ändert. Oder seine Frau sagt, mein Mann, der kämpft mit seinem Fischer, ne? Das will ja alles heschen. Da ist zum Beispiel interessant, dass ein Bild aus dieser Sammlung, weil doch oben an der Ausstellung hängt, was liest unbedingt von 4 Volt weisen, was von Hand auch interessant ist, weil du hast auch einen Fischer drauf. Da ist auch Rick von einer anderen Gouache auch der Fischer. Und da ist auf dem Bild Débarcadère, da tun wir dann da oben auch von Hanne gewesen, weil kein Porträt ist auch ein Detail vom Fischer seiner Hand. Ich weiß nicht, da DW, mit das eigentlich auf der Kopf, weil, also der Kopf vom Bild, was viel drauf ist. Aber das heißt, die Zeichnung muss 1933 entstanden sein, wie das Bild entstanden ist, obwohl das Bild vom Débarcadère mich später ist, eigentlich 39, 40. Und das konfirmiert dies auch ein bisschen, dass wahrscheinlich unter dem Débarcadère etwas anderes ist. Auf jeden Fall fängt dann wahrscheinlich, ob man es zweimal an, verändert immens viele Sachen. Und das ist auch ein bisschen symptomatisch dann an seiner Malerei. Leider seht ihr nach 2 Zeichnungen und auch 2 Gouachen. Und zum Schluss kommt aus der Fisch dann immer dabei. Am Anfang ist der Fisch nicht dabei und der Fisch ist dann zum Schluss immer dabei. Aber schlussendlich wird das Bild dann am November 1933 auch gewiesen. Dann ist es fertig. Der Stoge sei denn da schon ein bisschen sein Kampf mit der Matière, an dat unzufrieden beim Resultat ist, an dann immer übermalt. Und da komme ich auf das Bild, was nicht fertig ging, zurück, weil da finde ich alles dran. Das ist ein bisschen gemischt, ich gehe einfach mehr systematisch mal durch das Bild, für das alles das daran gesehen was ich daran entdeckt habe. Zu dem Bild gibt es auch eine Zeichnung, die auch immens interessant ist. Wenn man in die Zeichnung guckt, gesagt den, da kann er gehabt, da kann er gehabt, da kann er gehabt, da ist wahrscheinlich unerkannt, da ist erkannt. Die Personage, den ist viel mehr dick gezeichnet, wahrscheinlich, weil das innen drin schon ein bisschen mehr fertig war und das wollten die überdecken. Das heißt, an der Zeichnung gibt es eine Evolution, wo Personagen hin und her gerickelt sind. Und deshalb ist, was den dann auch am Bild findet. Wenn wir das Bild in andere Weg drehen, haben wir hier einen Mensch stehen. Ohne Kopf, ohne Hände, gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall war da etwas, den ist nicht fertig gemacht gehen. Bild als umgedreht gehen, ich habe es anderes drauf zu malen. Aber wenn man da genau guckt, hat die Zone, wo Karnationen waren, haben da, teilweise auch auf anderen Plätzen, da ist da kräftig drüber gekratzt gehen, für Farbe raufzuholen, wahrscheinlich weil sie gesteuert hat, entweder vom Ton hier oder von der Deck hier, für die neue Komposition drüber zu setzen. Dann hat auch ein Dessin sous-jacent eigentlich, den man mit Infrarot nicht von tun, mit denen Leute war ganz klar gesagt, du gesagt in etwas, du gesagt in etwas, du hast auch den Kopf von dem Kant, was gerickelt ist an der Zeichnung. Und das scheint, also schon ein Bild nicht mehr auf Foto gesehen, aber das scheint mit dem Pinsel gemacht zu sein, mit einer heller Farbe, was interessant ist, weil das heißt, ein Hot seine Zeichnung auf Toile überdrohen eher angefangen hat mit Malen. Und dann in der zweiten Phase hat ihm gefehlt, dass der Narrenkeier und der letzte Mise en place rumgekratzt hat. Da. Und da gesehen, ich weiß nicht, ob er das so gesehen hat, da ist dann noch ein schwarzer Strich, da auch, wo Sachen präzisiert gehen. Das heißt, wir hätten dann eigentlich eine echte Zeichnung für uns zu fangen. Und dann hatten das ein bisschen umgeändert und hat Sachen präzisiert, was in der Zeichnung eher weitergemalt hat. Aber was da ganz interessant ist, dass der Mann seinen Arm, du sagst ganz klar, dass seine Hand gekratzt ging, als für fortzuholen. Das heißt, die hat existiert. Und da kommt der Personage da drüber.
aber wenn ich erinnert, der Personage, der war auch an der Zeichnung geregelt, der war nicht da und den hast du nur über etwas gemalt gehen. So dass ich mir im Moment vorstellen, ob nicht gleichzeitig in der Zeichnung an einem Bild geschafft hat, eventuell, wenn ein Bild etwas ändern wollt, ob der Zeichnung probiert hat, das validiert hat und dann zurück auf Bild gegangen ist. Weil das ist eine Hypothese de Travail. Ne? Da müsste man viel mehr weit an der Analyse von den anderen Bildern gehen, für das zu konfirmieren. Ne? Zumal weil ich das Bild nicht an der Natur gesehen habe. Aber just nur für euch zu erklären, dass es ein komplex Orderweise ist, für 4 zu gehen, mit vielen Remaniementen, wahrscheinlich Frustrationen von seiner Seite, teilweise auch für darum, wofür anzufangen. Aber das ist etwas, was die Matière von seinen Bildern prägt, und natürlich auch den Ausdruck von seinen Bildern prägt, und natürlich auch die Konservation von seinen Bildern wird prägen. Da sind ich schon bei meinem nächsten Sujet, Konservation von den Bildern. Wir haben die Chance, dass wir kein wirklich katastrophal Probleme mit diesen Kutteren haben. Aber bei uns sind sie natürlich auch extrem gut abgehoben, akklimatisierte Räume, stabilisiert, Luftfeuchtigkeit und Temperaturen. Und trotzdem weisen sie mit der Zeit Boboen ab. Die einen Probleme kommen durch den Support. Ich hatte gesagt, spannt seine Toilen mit kleinen Nählerchen ab, die relativ weit auseinander sind. Wenn ihn dann eine Deckfarbschicht drauf hat, also ein Gewicht, was da drin zieht. Und dadurch tauchen da so Sachen ab, wie das Toile gondelt, das Ecken sich verzeihen. Also das ist wirklich typisch ein Zusammenspiel von nicht genug gespannt oder zu weit auseinander gespannt an schwerer Farbschicht. Dann, was auch ganz typisch ist für die Kutter, das sind Gersyren, Deutsch nennen das Frühschwundriss. Das ist eigentlich ein Problem von der Maltechnik, wo en general Männer Fettschicht op méner Fettischer läit. Aber wenn die dann drschen, zählt sie sich zusammen, kann aber auch durch Adjuvant wie Fussikativen und so Sachen kommen. Das ist meistens ein ästhetisches Problem, wie Leute zum Beispiel, dass der Bauch auf seinem Schaukelpärtchen, du siehst ja schon, dass ein grüner Kusch ob in einer roter Kusch leidet, aber natürlich die ewig Kusch ist zusammenzählt, also breit krakelören möchte, gesagt, den Kusch innen drin, los das leidet immens schlimm, wenn man zum Beispiel eine Karnation auf dem dunklen Untergrund hat, kann das manchmal ganz perturbant sein. Das kann aber so weit gehen, dass die Ewigfarbe sich abhebt auf den Bohren, und da riskiert er natürlich Farbe zu verlieren, und das ist da viel mehr dramatisch. Wir haben ein Bild auch von Hanne fotografiert in der Infrarotblut. Das muss ich so vorstellen, das Bild von 4 mit Infrarot beliebt wird, aber von Hanne fotografiert wird. Aber weil die Infrarotblut viel mehr weit an die Materie andringt wie Normalblut, kriegt er dort dann eine schöne Kartografie eigentlich von alle guten denen Krakelüren da, die seht da relativ gut leid. Da seht ihr wirklich, dass das Ball überall umbildet. Das ist der letzte Champion. Was auch typisch ist für die Bilder vom Kutter, also ein Orangenhaut oder ein Krokodilshaut, was auch ein Drüschenproblem ist. Weil die Schichten nicht drüsche genug waren, wie die Ewigschichten drauf kommen, oder weil zu viel Zikativ benutzt genas und dann am Platz mir sehr zu drüschen, Männer sehr drüschend. Und da kriegt ihn eben, ich hoffe, dass er das so gesagt, war schwer zu fotografieren. Da kriegt ihn eben so ein Krokodilshaut, die beim Kutter meistens auch nicht mehr ein ästhetisches Problem ist, aber nicht unbedingt ein Konservationsproblem. Bei modernen Künstlern kann ich das mal als Konservationsproblem haben, wenn die Kusche wirklich Müll bleiben, weil dann natürlich abhacken und transportieren immer ein extrem großes Problem gibt, ne? Ein logistisches Problem. Wir beim Kutter ist mittlerweile durchgedrückt, dass das geht. Dadurch, dass die Farbschicht dann so dick ist und so sprocket, tauchen dann auch so Sachen auf, wie die runden Krakelüren, was immer ein Sinn ist von einem Impact, das ist ein Stoß von 4 meistens. Das markiert sich da ganz typisch so mit dem Colimaçon, wie wir das nennen. Das hat eben auch etwas mit der Steifheit von der Farbschicht zu tun.
Dann ein Problem, den noch nicht so richtig erforscht ist, wo immer mehr darüber diskutiert wird, das aus metallisch Säfen, die sich aus dem Zusammenspiel von verschiedenen Pigmenten, wahrscheinlich auch Adjuvanten, an der Olivfarbe bilden, an die bis eben zu so einem weißen Kristallisation an der Surface können gehen. Das gesehen den auch manchmal auf anderen Bildern, modernen oder so alle Bilder. Mit das Phänomen, den noch nicht wirklich erforscht ist. Da können die bei mir für Schimmelpilze, mit das ganz klar just eine Efflorescence, was aber auch ein Konservationsproblem ist. Bei diesem Musee und die Kutteren haben noch nicht so viel geschafft, gehen mir verschiedene Kutteren, die müssen trotzdem auch schon restauriert gehen. Da war ein Beispiel vom Champion, das mein freier Arbeitskollegin Simon restauriert hat, wo Fixage gemacht hat, justement, weil die Farbe sich gehoben hat, waren schon Farbpartikeln aufgebrickelt. Dadurch müssen unter Tension von der Toile geschafft gehen, die ist eigentlich zwischen zwei Nählascher immer an Agraf gesagt gehen, für ein bisschen besser Repartition von der Tension von der Toile zu kreieren. Und natürlich, sie sind mittlerweile unsere paar Jahre im Bockel, die Bilder, die müssen gebotzt gehen, einfach nehmen, so wie andere Bilder auch gebotzt gehen. Und falls Farbe verloren hätten, musste ich eine Retusche gemacht kriegen. Es gibt noch ein kleines Sujet, wo ich noch nicht ganz weit an der Recherche bin, den ich aber vielleicht schon will mal auf den Weg gehen. Und das ist die Frage, wo der Kutter Linkshänder. Das ist eine Frage, die wir uns gestaltet haben, wie wir die Vitrine mit Mollmaterial da oben gemacht haben. Die Vitrine, die ist, das ist nicht Sache vom Kutter, die ist illustrativ für das Material, das man hätte können benutzen. Wo man das Material fand, bei mir an meinem Atelier, ist ein Rechtshänder. Aber wie ich meine Rechtshänder Palette geholt habe, ich dachte, da klappt das nicht. Und dann bin ich mal die großen Porträts da angegangen. Ja, mein Rechtshänder Palette liegt an meiner linken Hand, wenn ich malen. An Himmel mit der linken Hand. Ja? War der Kutter Linkshänder? Das war eine von diesen Fragen. Da sind wir auf Entdeckungsreise gegangen, durch sein Selbstporträts und durch Fotos. Ich habe keine Konklusion. Ich habe mal diese Kunsthistoriker darüber diskutiert, wo Theorien aufkommen wie das natürlich eine Selbstdarstellung, aber der Kutter nicht vielleicht inadaptiert an der Gesellschaft, wo er gelebt hat, und hat sich da als Außenseiter, als Linkshänder durchgestaltet. Ich habe mal Kneipzettel gemacht, weil ich hat nach einer anderen sich die Frage gestellt. Ich habe irgendwo Kneipzettel. Der René Virot hat 2007 an Neumünster eine Ausstellung gemacht, die heißt Le Monde de Demain. An der stellt sich die Frage, ob der Kutter Linkshänder war. Das ist nicht das Einzige, drückt das nicht genauso aus. Aber das ist aber ein Sujet an seiner Linkshänder-Ausstellung. Naja, ich weiß nicht, nach ein paar Bilder, dann versteht er, wie Sie sich mal die Frage stellen. Ja, kann sein, dass er sich am Spiegel geguckt hat. Effektiv. Wenn er ein Selbstporträt möchte, dann guckt er sich am Spiegel, ist natürlich die Rechtshand, die Linkshand. Ganz klar. In seiner Korrespondenz geben wir ja nicht wie Rechtshänder. Ne? Da die Striche, so typisch Rechtshänder. Da habe ich dann ein Autoporträt, wo ich mir so, da gucken sich ganz bestimmt am Spiegel, noch der Pinsel an der rechten Hand, das ist ganz bestimmte Linkshänder. Und er guckt den wohl. Und dann haben wir ein Foto vom Kutter mit seinem Kant. Von seiner Kantenmarm hat, ich weiß nicht, die Leih mit der Mei an den Ring, den aus der rechten Hand. Ich möchte ein Autoporträt, wo der gibt sich am Spiegel gucken, wo aber der Pinsel schlussendlich an der rechten Hand hat. Na, war das ein Foto? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da gehe ich weiter. Und ich fand einen anderen Autoporträt vom Kutter, den aber verschollen ist, den ist am Katalog Raisonné als schwarz-weiß Foto. Dann guckt mal da ist der Ring und da ist der Pinsel. Und manche dann nur da damit. Das ist ein hat den Pinsel an der rechten Hand und ein hat an der linken Hand. Dann haben wir nach zwei Bilder geschaut, geht dann nach mehr. Ja? Dann haben wir nach zwei. Das ist dann Edouard Coupé, wo ja dann auch eine Reihe Kunsthistoriker autobiografisch Sachen dran gesehen.
wurden sein Sichel an der linken Hand, wenn hat schon die Rechtshand geschnitten. Du hast ihn da im Linkshänder. Allein nebendrun nach ein Schwarz-Weiß-Bild von einem verschollenen Schwarz-Weiß-Foto von einem verschollenen Bild. L'artiste peignant son père dans son atelier, aber hat ein Artist sein Pinsel an der linken Hand. Ich stelle das mal einfach so an den Raum, wo der Kutter Linkshänder. Ich weiß es nicht, es könnte sein, muss aber nicht sein. Wahrscheinlich war der Herr ambidextre, auch an der Primärschule gesagt, müssen wir da rechts Hand schreiben. Das ist alles nur eine Supposition. Ich werde mich noch ein bisschen mit Idee an das Sujet rangerufen, aber wenn ich etwas rausfinde, dann gehe ich es mit. Ein kleines Merci für die Leute, die mir geholfen haben, Material zusammen zu sichern. Für meine Präsentation. Und merci für die Nullester. Voilà. Aber wenn ich nicht über alle Erfragen, die ich je zum Kutter seiner Moldtechnik Gestaltung geantwortet haben dürfte, aber auch noch vorstellen. Salut. Die Frage mit der Links- oder Rechtshändigkeit, die ist ganz interessant, weil bei der Schraffuren kann ich meistens gesehen. Leonardo da Vinci war Linkshänder. Er hat gesagt, nur seine Schraffuren, aber seine Selbstporträts sind seine Schraffuren natürlich auch wie am Spiegel in die andere Richtung. Hier jetzt haben wir bei seinen Schraffuren gesagt, immer da der Linkshänder ist, und hat auch ganz viel auf Spiegelschrift geschrieben. Also nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Das ist auch ein Zeichen, dass man da eine Begabung hat. Mir der Schraffurer kann ganz eindeutig gesehen, beim Kutte hat nicht so akribisch schraffiert, natürlich für den Da Vinci, da war es mir schwierig. Wir müssen gucken, ob eine Zeichnung hat, vielleicht ist es in der Studienzeit, wo ich nach mir fein akademisch schraffiert, der bin ich kennt gesehen. Weil ich schon ein bisschen an der Maltechnik geguckt, weil beim Pinselstrich gesagt den manchmal auch. Das ist nicht evident, dass er mit der linken Hand gemalt hat. Ne? Er stellt sich ja selber auch durch, mit dem Pinsel an der linken Hand oder an der rechten Hand. Das kann ja auch ganz gut sein, dass er zwar a priori Linkshänder, weil er mit der rechten Hand gemalt hat. Das ist just etwas, wo ich drüber gestolpert bin, aber was ich interessant fand. Und wie ich ein bisschen Recherche gemacht habe, habe ich eben festgestellt, dass schon ein anderer sich die Frage gestellt hat. Wir sind schon nicht allein. Ich bin eng froh zu dem Tableau, der verschwunden also der nicht publiziert ging als von ich weiß nicht, können das zurück und dann den nicht fertig oder den nicht fertig. Den nicht fertig war. Ja. Ich probiere mal leider die ranzufangen. Kriege ich das so? Den. Ja, du die Linkshand als den nicht disproportioniert oder ist das normal? Ja, wenn der Kutter sein Porträt guckt, sind am Allgemeinen die Oberkörper auch disproportioniert zu den Beinen. Ich meine, das ist ein gewissen Emphase, die ihn auf irgendetwas geht. Ne? Ja, wahrscheinlich ist es disproportioniert, wenn den akademischen Normen nur geht. Aber ich weiß nicht, ob in einer expressionistischen Kunst Lokation das etwas disproportioniert. Das ist vielleicht sogar nicht groß genug für das, was du so wollt. Das ist relativ gewiss, muss sein. Ja. Ja. Effektiv an dem Kutter sagen wirke auch der Uwen sind Hand ab es wird immer rausstich beim Champion hat noch die riesen Hand und die Mini-Klang blimmischer auch beim Autoporträt seit immer ganz disproportioniert aus genau wie mir richtig gesagt hat dass das ihr nicht ungewöhnlich für die Kutter viel muss merci aber kein weiter froh sind an den nächsten Rendezvous aus meinem April mit Roland Schatz zusammen ein Gespräch über den Kutter den Roland Schatz ist schon viel mit Kutter beschäftigt von der Dove kommen Sie dann natürlich herzlich willkommen an so viel muss merci an schönen Abend.